Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Panorama aus dem verregneten Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge für eure Sendung. Eine junge Eishockeyspielerin im Angriffsmodus, der Thomas Kellenberger, der einen langen Weg hinter sich hat, und ein mutiger Selbstversuch. Frauen-Eishockey ist taktischer, auch wenn das Männer vielleicht nicht so gerne hören. Dieser Meinung ist Alena Lynn-Rossel. Sie läuft für die SCB Frauen auf. Was ihre Ambitionen dort sind, erzählt sie Aranina Häusli. Alena Lynn-Rossel ist eine Schweizer Nachwuchshoffnung im Eishockey. Ich habe die 17-Jährige in Interlaken besucht. Wieso hast du mit dem Eishockey angefangen? Ja, mein älterer Bruder hat gespielt, mein Cousin hat gespielt und dann wollte ich eigentlich das machen, was mein älterer Bruder macht. Ich bin dem nachgegangen und seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Was ist deine erste Erinnerung an das Eishockey? Ich weiss noch, dass ich in der Hockeyschule einen Trainer hatte und das mega cool gefunden und ich das machen wollte, was er macht und bin mega gerne in die Hockeyschule gegangen. Und dann habe ich angefangen Hockey zu spielen und das hat mir immer Spass gemacht. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, sicher eine wichtige Spielerin für das Team sein, in der Nazi, sowie auch beim Club. Dann. Und mein grösstes Ziel ist eigentlich in den nächsten paar Jahren die Olympia 2026. Welches Rückennummer hast du und wieso? In der U18, also in der U18 zu dieser WM hatte ich 16 gehabt. Das ist mir nicht mal so zugeteilt worden und seitdem habe ich es nie geändert. Und wenn ich selber auswählen kann, wie jetzt bei Bern, habe ich das 94. Das ist eben der Jahrgang und das Nummer von meinem Cousin ist. Und der Grund war, warum ich angefangen habe, Hockey zu spielen. Und ja, ich finde das Nummer auch cool und es gefällt mir auch. Vom Eis auf den Boden. Der Thomas Kellenberger ist 15'000 Kilometer zu Fuß auf die Philippinen gelaufen. Was ihn zu diesem Marsch bewogen hat er Aranina Häusli erzählt. Ich habe 2007 ein Hilfswerk gegründet auf den Philippinen mit meiner Mutter zusammen und habe dann ab 2010 bis 2020 dann gelebt hier und mich Vollzeit dem gewidmet. Im 2020 bin ich in die Schweiz zurückgekommen. Meine Mama war dann schwer krank mit Krebs und ich habe sie am Schluss daheim noch betreut. Und als sie dann ging, wollte ich Trauerarbeit leisten und einfach auch Zeit für mich gebraucht. Gleichzeitig haben wir Geld gebraucht für das Hilfswerk, weil Covid hat es unmöglich gemacht, Fundraising-Events zu machen während über 2 Jahren. Und darum habe ich entschieden, dass ich auf die Reise gehe. Ich habe früher schon davon geträumt, mal den Jakobsweg zu machen. Und er gesagt hat, du willst für die Philippinen Geld sammeln und willst schon wieder zurück auf die Philippinen, die dort wieder ein Projekt widmen. Also, falsche Richtung, ich laufe auf die Philippinen. Highlights der Reise waren sicher die Begegnungen mit den Menschen. Menschen, die ich nicht kennt habe vorher und die mich unterwegs freundlich empfangen haben, beherbergt, mir geholfen haben in schwierigen Situationen. Aber auch Zeit mit Freunden zu verbringen, weil ich habe die Freunde eingeladen, mit mir zu laufen. Ich habe gesagt, jeder, der mitlaufen will, soll kommen. Und die haben etwa 22% der Reise bin ich begleitet worden von verschiedenen Leuten, eben vor allem auch Freunden von mir, die ich schon länger kennt habe. Und da haben wir wirklich qualitativ tolle Zeit zusammen verbringen. Mit dem Geld, das ich gesammelt habe, durch das Überlaufen, ich habe 132'500 Franken zusammengekommen. Und mit dem starten wir ein zweites Projekt. Da geht es vor allem darum, das erste zu ergänzen und zu unterstützen. Wir fangen an mit einem nachhaltigen Farm, Landwirtschaftsbetrieb, wo wir vor allem einen hohen Grad an Selbstversorgung anstreben, aber nachher auch Permakultur und schonende Landwirtschaft weitervermitteln an Landwirte, die dort noch konventionell die Betriebe betreiben und eben auch Regenwald abholzen. Und natürlich in erster Linie nachher auch die Kinder mit dem können versorgen und auch erlebnispädagogische Lager für die Kinder anbieten. Jemandem, der so eine Reise machen will, will einfach mit auf den Weg geben, hab nicht Angst vor dem, hab Vertrauen ins Leben. Ich glaube,
Planung ist wichtig, dass man sich vorbereitet, ist wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass man dann einfach auch mal geht. Der Manuel Moser hat schon diverse Mal über die Sportart American Football berichtet. Jetzt hat er selber wissen, wie sich so ein Tackling anfühlt. Am besten schaut er gerade selber, was sein Fazit war zu dieser Sportart. Ja, Dienstagabend. Wir sind hier auf dem Trainingsfeld der Thun Tigers. In wenigen Minuten geht es los, mein erstes Footballtraining. Ich bin gespannt, ich habe kalt, ich habe ein bisschen Angst, aber irgendwie freue ich mich. Hey, und lauf selber. Jawohl, und geh. Los. Touchdown! Was war deine Lieblingsposition? Was hast du am liebsten gemacht? Ja, Ball werfen ist ziemlich cool, da muss man sich nicht so bewegen. Das ist noch gut. Und sonst, ja, Defense, wenn man dagegen heben muss, ist interessante Kräfte mal zu spüren. Da. Ja, wie du siehst, sind wir hier alle Topsportler, aber viel wichtiger ist eigentlich zu fragen, ob du gerne Bier hast. Ich habe sehr gerne Bier. Ich habe leider meine 30er schon überschritten, darum muss ich ab und zu ein bisschen langsamer tun. Aber es gibt so eben dort gar ein paar Liter drin. Auf jeden Fall. Okay, fair, gut, tipptopp. Tigers on 3, 1, 2, 3. Tigers! Ja, wenn mal Neues vorbeikommt, dann kommst du einfach. Ich glaube, du würdest gut zu uns passen. Die Einladung nehme ich gerne an. Vielleicht sehen wir uns noch mal da mit einem Training und so sicher beim Spielen auf jeden Fall. Und sonst eigentlich nur zum Bier. Und sonst zum Bier, genau, das passt auch. Merci. Das war es zum heutigen Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr auf www.plattformj.ch. Im Anschluss erzählen euch noch Kollegen von Meteo News, wie das Wetter weitergeht. Ich danke euch vielmals für zuzuschauen, wünsche euch allen einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Ja, der heutige Tag der hat sich trotz lokal sonnigen Abschnitten mehrheitlich grau, windig und zum Teil nass gezeigt. Jetzt gegen Abend und auch in der Nacht ist dann definitiv bis in tiefe Lagen mit Schnee zu rechnen. Auf der Straße setzen die nicht sofort an, weil die sind zuerst noch nass und warm. Später ist dann aber sicher Vorsicht geboten. Den Schnee verdanken wir an einer Kaltfront, die uns heute gegen Abend erreicht. Nach dem Durchzug von dieser Front dreht die Höhenströmung auf Nordwest und es erreicht uns kalte, aber auch immer trockenere Luft. Das heisst, am Freitagmorgen ist es trotz ein paar Restwolken schon ziemlich freundlich. Entlang der Berge sind die Wolken zum Teil noch etwas dichter und stellenweise können auch noch ein paar Flocken vom Himmel tanzen. Dazu ist es frostig kalt mit -5 bis -1 Grad. Tagsüber lockern die Wolken immer mehr auf und es gibt eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken. Auch in den Bergen kann sich die Sonne dann definitiv zeigen und es wird trocken. Dazu bleibt es kalt. In Biel reicht es gerade mal für 1 Grad. Vielerorts gibt es etwa 0 Grad. Aber zum Beispiel in Frutigen da ist mit einem Eistag, also mit Höchstwert, immer unter dem Gefrierpunkt zu rechnen. Also genau gesagt mit -1 Grad in Frutigen. Am Wochenende gibt es am Morgen jeweils lokal Hochnebelfelder mit einer Obergrenze auf 800 bis 1000 Meter. Vor allem am Samstag sind die im Mittelland recht verbreitet, am Sonntag dann eher noch lokal. Sobald sich der Nebel auflöst, macht er am Samstag in den Sonnenplatz. Am Sonntag gesellen sich dann noch ein paar hohe Wolkenfelder dazu. Die Temperaturen bleiben auf tiefem Niveau.
Zum Start in die neue Woche wird es dann wechselhafter mit mehr oder weniger ausgedehnten Wolken, immer mal wieder an Regenguss und dazu gibt es kräftigen Südwest- bis Westwind. Es wird auch deutlich milder. Am Mittwoch erwarten wir hier bis zu 12 Grad. Und hier treibt es natürlich dann auch die Schneefallgrenze wieder in die Höhe. Anfangswoche liegt sie auf etwa 2000 Meter, steigt dann aber bis auf 2500 Meter an. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.